Hallo und herzlich willkommen zum Abend Nummer 4 in unserer Online-Gebetswoche. So schön, dass du hier bist. Hey, wir werden heute beten für deine Ressourcen. Schön hast du eingeschaltet, vielleicht heute zum allerersten Mal, ganz besonders willkommen. Und vielleicht bist du aber auch schon zum wiederholten Mal dabei, warst vielleicht bei einem von den letzten Abenden schon mal dabei gewesen. Schön bist du hier. Ich möchte dir gerne all die Leute vorstellen, die mit mir hier im Studio sind. Nämlich zum einen ist es meine liebe Frau, die Ladina. Schön, dass du mit mir hier bist. Danke dir, willkommen. Dann auch den Luca. Du wirst uns begleiten im Worship. Wir werden zusammen Gott anbeten heute. Danke, dass du da bist. Und dann ist aber auch die ganze Videocrew, die das Ganze hier möglich macht, hinter den Kameras in der Regie. Und natürlich auch unsere lieben Chat-Hosts. Also ihr könnt gerne einfach in den Chat hineinschreiben und da einfach Fragen stellen oder was auch immer, eure Gebetsanliegen und so weiter hineinschreiben. Wir werden heute zusammen einfach ein Thema einerseits aus dem Buch Bibel lesen wie niemals zuvor natürlich. Das werden wir miteinander ein Thema ansehen. Dann werden wir zusammen beten, worshipen und einfach, ja, unsere Erwartung für heute ist, dass in deinen Ressourcen einfach, dass du wie spürst, hey, das passiert Veränderung, dass vielleicht Gott dir auch wie einen Fingerzeig gibt, wo du vielleicht wie auch konkret wie hinsehen sollst oder wo er dir wie etwas aufzeigen möchte. Einfach, das ist unsere Erwartung, dass heute Wunder und Durchbrüche in deinen Ressourcen passieren. Ja, hey, lass uns zusammen weitergehen und einfach auch ansehen, genau, wie können wir zusammen beten. Wir beten ja nicht heute einfach alleine, sondern wir alle beten zusammen als Community. Ladina, wie können wir das tun? Genau. Wie David schon gesagt hat, vielleicht warst du an den letzten 3 Gebetsabenden schon dabei und dann weißt du, dass wir einen Live-Chat haben und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du diesen Live-Chat nutzt, dass du dort deine Gebetsanliegen reinschreibst oder einfach auch Eindrücke oder Ermutigungen reinschreibst, dass wir das Ganze zusammen machen dürfen. Und wenn du heute vielleicht das erste Mal reingeschaltet hast und online dabei bist, dann möchte ich dich einfach nochmals ganz herzlich willkommen heißen. So schön bist du dabei, dürfen wir es gemeinsam erleben und du kannst auch die letzten 3 Abenden, wenn du die verpasst hast, kannst du immer noch auf YouTube nachschauen. Lass uns zusammen ins Buch hineingehen, wenn du das Buch vielleicht wie bei dir hast bereits. Auf der Seite 155 kannst du das Buch aufschlagen, wo es darum geht, Gott als Freund kennenzulernen. Das ist das Kapitel, wo wir heute darin einsteigen. Und eben wie gesagt, schreib einfach in den Chat fortlaufend. Unsere Chat-Hosts, die werden da einfach auch für dich beten. Und natürlich werden wir alle zusammen beten. Das neue Buch von Leo und Susanna. Es ist einfach eine Art, oder verschiedene Arten, wie wir kreativ beten können. Die 31 verschiedene Möglichkeiten, wie wir Bibel lesen können natürlich. Und einfach soll uns wie so kreative Ideen geben, dass das Bibellesen wirklich auch lebendig bleiben kann. Wie wir Freundschaften pflegen, das ist ja total unterschiedlich. Ladina, wie pflegst du eigentlich deine Freundschaften? Was ist dir wichtig, wenn du dich darauf vorbereitest, Freunde zu treffen? Ja, genau. Ja. Also für mich ist es wichtig, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen ausgehe, dass ich mich bereit mache im Badezimmer mit der Kleidung. Und für mich ist es einfach auch wirklich wichtig, wenn ich in ein Café gehe, dass es ein schönes Café ist, dass es Ambiente hat, dass es schön eingerichtet hat, dass es schönen und feinen Kaffee gibt. Oder wenn ich bei mir zu Hause Freunde habe, dass ich es schön mache, dass ich die Kerzen anzünde, dass es aufgeräumt ist, obwohl das muss es eigentlich bei mir immer sein, nicht nur wenn Leute kommen. Das ist mir wichtig. Oder mit anderen Freundinnen zum Beispiel gehe ich in die Natur spazieren. Das finde ich auch etwas Wunderschönes. Weil die Natur ist ja auch etwas, ja genau, Schönes für das Auge. Für mich muss es schön sein für das Auge und für das Herz. Wie sieht es denn bei dir aus? Also zuerst nochmal zu dir. Ich finde es wirklich faszinierend, einfach wie bei dir, Ladina, einfach das Herz aufgeht, wenn ein schönes Ambiente da ist. Jetzt in den Sommerferien waren wir in verschiedenen schönen Cafés und Restaurants und da kommst du aus dem Fotografieren und Festhalten und Schwärmen einfach nicht mehr raus. Also da geht bei dir einfach wirklich so das Herz auf.
Ich bin da ein bisschen wie vielleicht ein anderer Typ und ich liebe es einfach, Zeit mit meinen Freunden zu haben und etwas zusammen zu erleben, Abenteuer zu erleben, vielleicht auch mal, es kann auch mal einfach draußen im Wald sein, ein Feuer und da einfach gute Gespräche, gute Gemeinschaft zu haben, aber natürlich auch einfach mal etwas Feines zusammen zu essen oder was zu trinken und so einfach, ja, Zeit zusammen zu haben. So cool. Hey, und Luca, wie sieht es bei dir aus? Wie verbringst du am liebsten Zeit mit deinen Freunden? Also bei mir, ich habe sehr gerne gutes Essen. Lade zum Beispiel Freunde zu mir nach Hause ein. Guten Wein, gute Gespräche. Es braucht ein bisschen Zeit, bis sich das Herz öffnet, bis man so wirklich connected und dann wird es ein richtig guter Abend und so und man kann einander spüren und das ist so ein bisschen die Art, wie ich gerne Zeit mit Freunden verbringe. Das ist so cool zu sehen, einfach wie unterschiedlich, danke Luca, wie unterschiedlich wir das einfach leben. Und genau gleich dürfen wir das machen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir in der Bibel lesen. Hey, überleg dir doch mal kurz, hey, wie verbringst du am liebsten Zeit mit Gott oder beim Bibellesen? Schreib doch das mal kurz in den Chat rein, ob du einen Lieblingssessel hast zu Hause, mit einem schönen Kaffee, mit einem Tee oder ob du sagst, nein, ich gehe immer in die Natur, ich gehe raus in den Wald und dort verbringe ich am liebsten Zeit mit meinem Jesus oder vielleicht im Fitnesscenter. Hey, schreib das in den Chat, das würde uns interessieren. Ja, und wenn wir dann so wie die Zeit haben, mit Gott, also wenn wir jetzt einfach uns wie irgendwo hinsetzen, vielleicht mit einem feinen Kaffee oder einem Tee oder auf einem Spaziergang sind oder wie auch immer das aussieht, wie können wir den Dialog mit Gott starten? Ich starte meistens einfach mit Danke sagen. Für was bin ich eigentlich dankbar? Für was in meinem Leben möchte ich wie Gott einfach von Herzen Danke sagen. Und dann auch ich gehe dann meistens weiter, einfach so zu meinem Herz auszuschütten. Was beschäftigt mich? Wo bin ich? Wo hat sich vielleicht wie Unmut breit gemacht? Wo verstehe ich vielleicht gewisse Dinge nicht? Und ich glaube auch, dass Gott das so einfach liebt, um so von meinem Herz zu hören. Er weiß ja so oder so alles, aber wenn es so wie aus mir herauskommt, das hilft mir einfach mit Gott zu connecten oder auch einfach Fragen zu stellen, wo ich eben wie Dinge nicht verstehe. Und dann kann ich hingehen, vielleicht kommt mir ein Bibelvers in den Sinn, vielleicht mein Lieblingsvers oder irgendwie andere Vers, vielleicht kommt mir ein Vers, eine Stelle in den Sinn und dann stelle ich Gott Fragen dazu oder sage Gott, was ich dazu denke, was meine Überlegungen sind oder was ich vielleicht eben wie auch nicht verstehe im Ganzen drin. Oder was der Text uns vielleicht auch bedeutet. Und diesen Gedanken können wir nachgehen, auch einfach auf Gott hören, was er zu dieser Bibelstelle uns sagen möchte und was er einfach für mich in diesem Moment auf dem Herzen hat. Ja, hey, und jetzt wollen wir einfach gemeinsam in eine Gebetszeit reingehen und beten für unsere Ressourcen. Und du kannst dir jetzt überlegen, hey, wie möchte ich diese Gebetszeit gestalten? Bleibe ich auf meinem Sofa sitzen oder mache ich mir noch schnell einen Tee? Nehme ich das Handy mit dem Laptop in die Küche? Oder bleibe ich in der Küche? Oder, was du natürlich auch machen kannst, du ziehst ganz schnell deine Jacke an, du sagst, nein, meine Zeit mit Jesus ist draußen, obwohl es dunkel ist. Ich gehe jetzt nach draußen, was natürlich wichtig ist, dass du dein Handy mitnimmst, dass du dran bleibst mit uns, dass wir das gemeinsam machen können. Und dann mach es dir bequem und öffne einfach dein Herz für das, was Jesus heute Abend machen will. Und dass wir da besser starten können, werden wir einen Worship-Song singen, Make Room, da kannst du dich darauf vorbereiten und einfach dein Herz öffnen. This is my
shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Can shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, yeah, your way is better. Oh, I will make room for you to do whatever you want to, to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Einfach jetzt, gerade in diesem Moment, einfach Raum schaffen dürfen für dich und für was du tun möchtest. Danke, dass deine Wege, deine Gedanken für uns größer sind als unsere Gedanken für uns. Und darum sind wir so einfach auf dich angewiesen und möchten von dir hören, was du denkst. Auch gerade zu diesem Bereich von unseren Ressourcen. Wir möchten von dir lernen, möchten von dir wissen, wo möchtest du, dass wir ansetzen, oder wo möchtest du, dass vielleicht uns auch wie unsere Augen öffnen für Dinge, die wir vielleicht uns wie bis jetzt nicht bewusst waren. Wir legen einfach die Zeit jetzt ganz in deine Hände. Tu, was du tun möchtest. Wir möchten einfach, dass der Himmel über unserem Leben offen ist, gerade jetzt. Und du sprichst in unsere Gedanken und in unsere, dass du einfach sprichst zu uns genau so, wie wir es brauchen. Amen. Amen. Hey, ich liebe es so, einfach zusammen so zu worshipen, zusammen zu beten. Ich habe vorhin auch einfach ein bisschen so durch den Chat gelesen, wo und wie ihr einfach Gott begegnet. Jemand hat geschrieben, hey, auf dem Fahrrad oder beim Frühstück, beim Zugfahren oder einfach überall auf dem Lieblingssessel hat jemand geschrieben. Einfach so cool. Und vielleicht möchtest du jetzt auch wie einfach eine Idee von all diesen Ideen, ist hier ein riesen Schatz von Ideen, der da zusammenkommt in diesem Chat. Vielleicht möchtest du dir einfach ganz bewusst 1, 2 Dinge aufschreiben und sagen, hey, das versuche ich einfach mal ganz konkret. Vielleicht bist du gerade jetzt auf einem Spaziergang unterwegs, schreib's in den Chat hinein und lass uns wissen, wenn du gerade unterwegs bist. Aber bleib unbedingt dran. Hey, wir gehen jetzt hinein einfach ins Gebet für unsere Ressourcen. Unsere erste Ressource, für die wir beten möchten, ist unser Beziehungsnetz. Wir sind einfach so der Überzeugung, dass wir haben alle ein riesiges Netz an Beziehungen. Wir kennen viele Leute, die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. Und wenn du so wie die Person in deinem Umfeld, wenn du an Personen denkst von deiner Familie, Verwandtschaft oder auch vielleicht Arbeitskollegen, Schulstudienkollegen und so weiter, und da kommen dir vielleicht bestimmte Dinge in den Sinn, die diese Personen speziell gut können. Vielleicht jemand ist speziell gut mit Computer. Ich habe zum Beispiel auch von dieser Person weiß ich, diese Person ist speziell gut mit Finanzen, und da gehe ich hin und stelle meine Fragen zu den Finanzen und so weiter. Ist so ein Riesenschatz, das ganze Beziehungsnetz. Und schreibe in den Chat hinein vielleicht auch Personen, die dir jetzt einfach aufs Herz kommen, aus einem Beziehungsnetz, die dir vielleicht auch speziell irgendwie aufs Herz kommen und wo du vielleicht auf diese Person beten möchtest. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12, da heißt's, und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch.
ja, hey, lasst uns unsere Liebe einfach, dass die immer wie größer wird für unser Umfeld, für unser ganzes Beziehungsnetz. Und lasst uns jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach für unsere Beziehungen beten. Ihr könnt auch im Chat eure Gebetsanliegen für euer Beziehungsnetz hineinschreiben. Leute, vielleicht bestimmte Namen von Personen, die Gott euch jetzt aufs Herz legt, wo wir einfach wie zusammen, du kannst auch gerade, währenddem wir ja hier sind, einfach für für diese Beziehungen oder die Personen, für die Gebetsanliegen im Chat, kannst du auch beten. Jesus, ich danke dir vielmals einfach für unsere Beziehungen, unsere Freundschaften. Ich danke dir vielmals für das Netz an Personen, wo du uns einfach hineingestellt hast. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass wir Kontakt haben mit diesen Personen, mit denen wir Kontakt haben, sondern ich glaube einfach, dass du uns da ganz bewusst hineingestellt hast. Ich danke dir vielmals für all die Menschen, die einfach da sind, vielleicht manchmal auch unscheinbar da sind, aber wir kennen sie. Und ich bitte dich einfach auch, Jesus, dass du uns Menschen zeigst, vielleicht auch, wo du uns vielleicht auch einen Hinweis geben möchtest über Dinge, die nur du kennst von diesen Personen, Eindrücke uns gibst, dass wir Dinge vielleicht wie ansprechen können. Und ich bitte dich einfach, Jesus, dass du uns segnest, unsere Freundschaften, dass die immer wie besser und tiefer werden, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die dich noch nicht kennen, aber einfach so nahe bei dir eigentlich schon sind und wo einfach vielleicht nur noch einen kleinen Schritt braucht, dass sie dich kennenlernen dürfen. Jesus, danke dir vielmals, zeigst du uns diese Person, wo wir konkret beten können für sie, aber auch einfach da sein können für sie. Danke, dass du siehst unser Beziehungsnetz. Lege deinen Segen auf unsere Beziehungen, auf das ganze Netz drauf. Schenke uns da wie auch Durchbrüche oder vielleicht, wo wir uns vielleicht wünschen, dass wir neue Leute kennenlernen, dass das Beziehungsnetz erweitert werden darf. Auch da, Jesus, bitten wir dich, mach du Wunder, mach was nur du tun kannst und zeige uns auch, was wir tun können, um neue Leute kennenzulernen. Wir geben dir alle Ehre dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Hey, so schön. Eine nächste Ressource, die wir haben, ist die Großzügigkeit. In Sprüche 11,25 steht: Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Und ich finde das so schön, einfach zu sehen, die Großzügigkeit, das hat nicht immer was mit Geld zu tun, mit Finanzen zu tun, sondern jeder von uns, du, ich kann großzügig sein in deinem Umfeld, wo du bist. Vielleicht hast du einen Nachbar, der praktisch Hilfe von dir braucht, der die Einkäufe nicht mehr hochtragen kann. Oder vielleicht kennst du eine Mutter, die neben dir wohnt, die keine Großeltern hat nebenan, die Hilfe braucht beim Hüten. Oder einfach, egal wo du bist, in der Firma, in der Schule, du kannst die Großzügigkeit einfach leben. Und ich möchte jetzt einfach für das beten, dass wir das auch sehen in unserem Alltag. Und Jesus, ich danke dir, dass du selbst so großzügig warst. Ich danke dir so vielmal, dass du uns einfach aufs Herz gibst, wo wir großzügig sein können. Einfach in ganz kleinen Dingen. So häufig haben wir das Gefühl, das sieht doch niemand und das bewirkt gar nichts. Aber genau dort, Jesus, kommst du in unseren Alltag und du veränderst einfach die Leben. Du veränderst meine Nachbarschaft, mein Umfeld in der Schule, mein Umfeld in der Firma. Danke, dass du uns täglich hilfst, dass wir großzügig sein dürfen und dass wir nicht müde werden dabei. Amen. Amen. Hey, schön einfach eure Anliegen zu lesen im Chat und ja, lass uns da wirklich füreinander wie dranbleiben, füreinander beten. Es ist so faszinierend, dass wenn wir hier zusammenkommen als eine Community, dann ist es nicht einfach, dass wir beten und ein Gebet steigt in den Himmel hoch. Nein, wir senden ganz viele Hunderte von Gebeten in den Himmel hoch und das verändert etwas. Das löst etwas aus im Himmel.
bei Gott kommt da was in Bewegung. Er hört und sieht jedes einzelne Gebet. Und darum lasst uns da wirklich weiter einfach auch dranbleiben und füreinander wie ringen und hoffen und glauben, wo wir vielleicht auch den Glauben verloren haben. Einfach dass das wirklich da Wunder passieren dürfen. Gerade jetzt in diesem Moment. Das ist wirklich einfach die Erwartung, die wir für diesen Abend haben, dass gerade jetzt Wunder passieren. In diesem Moment, wo wir beten und sprechen. Eine weitere Ressource ist unser Wohnen. Und unser Wohnen, wie kann das eine Ressource sein? Zum Beispiel die Wohnungen, wo wir drin leben, die Apartments oder Häuser oder vielleicht die Wohngemeinschaften, vielleicht ein WG-Zimmer, wo wir drin sind und wohnen. Das ist eine Ressource, die wir auch nutzen können und auch wie andere damit segnen können. Egal wie klein, egal wie groß diese Möglichkeiten auch sind, die wir haben. Und ich liebe einfach so die Stelle aus Apostelgeschichte, wo wir lesen, dass die Häuser, die waren offen. Die Menschen, die haben gebetet, Abendmahl gefeiert in ihren Häusern drin und gleichzeitig waren sie auch im ganzen Volk geachtet und waren anerkannt. Und ich glaube, dass da einfach ein Zusammenhang ist, auch bei uns, wenn wir unsere Wohnung offen haben können für Menschen, die Freunde von unseren Kindern, dass die einfach spüren, hey, die sind jederzeit willkommen. Sie können einfach da sein und sich auch wie zu Hause fühlen. Und das machen die einen Freunde von unseren Jungs auch. Die kommen rein, manchmal merken wir gar nicht, dass die da sind, aber die fühlen sich wie zu Hause, sitzen sich oder liegen auf den Sessel, wie wenn es ihr eigener Sessel wäre. Und genau das ist das Schöne, wenn wir so wie unsere Wohnungen, unsere Häuser einfach öffnen. Und ich glaube eben der Zusammenhang, dass wenn unsere Häuser, unsere Wohnungen, unsere Zimmer einfach wie auch offen sind für Menschen, dass, wie das da in der Apostelgeschichte 2 geschrieben ist, dass das Volk, also die Menschen lobten Gott und sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Weiter wuchs die Gemeinde von Tag zu Tag und der Herr rettete viele Menschen. Hey, lass uns das auch einfach erleben, so in unseren Häusern, in unseren Wohnungen drin. Du kannst auch einfach da hineinschreiben in den Chat, weiter auch deine Anliegen, vielleicht wo du dir auch einfach eine Veränderung wünschst, vielleicht auch in deiner Wohnsituation, vielleicht hat dir Gott auch ein Anliegen gegeben, um vielleicht deine Wohnung, dein Haus anderen Menschen zur Verfügung zu stellen und vielleicht wartest du noch auf den richtigen Moment, bis du dann genügend Platz hast oder was auch immer. Ein Freund von mir hat letzthin gesagt, weißt du was, eigentlich unsere Wohnsituation ist nicht die allerbeste und wir haben nicht wahnsinnig viel Platz, aber was wir trotzdem schon jetzt machen können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, ist einfach unser Haus, unsere Wohnung öffnen und Menschen bei uns beherbergen, ihnen einen Platz geben. Also wir können bereits dann starten, wenn wir eigentlich wie vielleicht noch gar nicht dort sind, wo wir gerne wären. Ich bete gerne einfach für diese Ressource von unseren Wohnungen und Häusern und betet auch einfach mit im Chat für unsere Gebetsanliegen. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals, hast du uns diese Möglichkeiten gegeben, unsere Wohnungen, Häuser, die Zimmer, wo wir drin sind, vielleicht auch die Zimmer in diesen Wohngemeinschaften drin, WGs drin. Ich danke dir vielmals, dass du uns diesen Platz gegeben hast, wo wir einfach auch ein Dach über dem Kopf haben dürfen. Ich danke dir vielmals einfach, dass du uns so segnest damit. Und danke, dass wir einfach auch damit, mit dem, was du uns anvertraut hast, einfach ein Segen sein können für andere. Und zeige uns, wie wir das vielleicht noch mehr sein können. Dass es vielleicht nicht einfach für uns ist, diese Wohnung, dieses Haus vielleicht nicht einfach für uns ist, dass es uns gut geht, sondern zeige uns auf, wie wir das vielleicht auch wie brauchen können, um andere Leute zu segnen oder einfach ihnen einen Ort zu geben, wo sie sich auch einfach wohl und wie zu Hause fühlen dürfen.
Ich danke dir auch, dass du unsere Not siehst in unserer Wohnsituation drin. Ich bitte dich einfach, dass du Wunder tust, Jesus. Öffne du Türen zu Wohnungen, öffne du Türen zu Häusern. Gerade jetzt in diesem Moment, wo wir vielleicht wie am Warten sind oder am Ringen sind und vielleicht auch gar nicht mehr daran glauben. Danke, dass du einfach einen Weg bereit hast, Dinge und einen Weg, der über unserem Weg und über unseren Gedanken steht. Bitten wir dich einfach, dass du Wunder tust, jetzt gerade in diesem Moment. Schenke uns Kontakte zu Menschen, öffne unsere Augen zu Inseraten und so weiter. Jesus, du weißt genau, was wir brauchen. Danke, dass du uns immer hörst, immer und jederzeit. Und danke, dass du uns sogar auch über dem segnest, was wir eigentlich brauchen. Du gibst uns immer mehr als genug, auch in unseren Wohnsituationen. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Eine nächste Ressource, die wir bekommen haben, sind Gaben und Talente. Und Gott möchte, dass wir unsere Gaben und Talente einsetzen. Vielleicht sind sie nicht immer offensichtlich, wie zum Beispiel bei Luca. Wir sehen und hören, er spielt wunderschön Gitarre, er singt wunderschön. Aber jeder von uns hat Gaben und Talente bekommen. Und Gott möchte so unbedingt, dass du die einsetzt. Und vielleicht weißt du gerade nicht oder du fragst dich immer wieder, hey, was sind meine Gaben, was sind meine Talente? Und vielleicht könnt ihr auch, wenn ihr euch untereinander kennt im Chat, sagen, hey, ich finde, du hast diese Begabung oder du hast das Talent. Und das macht so einen riesen Unterschied. Manchmal hilft es so, einen kleinen Satz einer Person zu sagen, einfach auf dem Weg, wenn es dir in den Sinn kommt. Es macht einen riesen Unterschied in der Person, der du es gerade sagst. Und lass uns da uns einfach gegenseitig ermutigen, wenn wir etwas sehen in einer anderen Person. In Kolosser 3,23 steht, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Und wir möchten einfach mit unseren Gaben und Talenten, möchten wir einfach Gott die Ehre geben. Egal, was du für ein Talent hast, egal, was du für eine Gabe hast. Und ich möchte dafür beten, dass wir gemeinsam beten. Oder auch wenn du sagst, hey, manchmal bin ich echt verzweifelt und ich weiß nicht, was ich gut kann, dann schreib das in den Chat. Wir möchten für dich beten. Oder eben lass uns gegenseitig ermutigen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so unterschiedlich und einzigartig gemacht hast, dass wir alle etwas anderes können. Und du hast es genauso gewollt, weil es wäre langweilig und es wäre nicht gut, wenn wir alle dasselbe könnten. Und so dürfen wir uns ergänzen, ob es zu Hause ist, in unseren Familien oder in der Kirche oder am Arbeitsplatz, Jesus. Lass uns einfach das wertschätzen, was du uns gegeben hast. Und Heiliger Geist, zeig uns, was wir können, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir ein Segen sein dürfen für andere. Ich danke dir, Jesus, dass du einfach uns sensibel machst und dass wir einfach in unsere Gaben und Talente auch reinlaufen dürfen. Dass wir das machen und nicht erst starten dürfen, wenn wir denken, erst wenn ich das und das richtig gut kann, dann starte ich. Sondern dass wir das nehmen dürfen, was du vor unsere Füße legst und dass sich das auch entwickeln darf. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Hey, schön auch wieder einfach so eure Anliegen und auch eure Danksagungen im Chat zu lesen. Jemand hat auch geschrieben zu den Talenten und Begabungen, die Martina, die nach 25 Jahren wieder angefangen hat, Gitarre zu spielen. Wie genial, einfach wieder mutig zu sein oder einfach wieder auszuprobieren und was vielleicht mal war, einfach wieder eine Gabentalent oder einfach die Freude nach etwas, einfach das wieder nach vorne zu holen. Sehr cool. Und auch die Anliegen habe ich gelesen, dass Leute da sind, die einfach ihre Gaben und Talente vielleicht auch am Suchen sind und vielleicht auch ein bisschen wie verzweifelt sind im Ganzen. Und ich weiß nicht, Luca, könntest du vielleicht beten, einfach, dass Menschen, die jetzt auch hier sind in der Community und zuhören und vielleicht so wie verzweifelt auch einfach am Suchen sind nach Gaben, nach Talenten. Hey, was hat eigentlich Gott in mein Leben gelegt, dass sie das
finden. Du bist ja sehr begabter Musiker und was noch sonst auch immer. Kannst du bitte beten für uns? Ja, Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben und dir nachfolgen möchten, Jesus. Und danke, dass du diese Leben siehst. Du kennst unsere tiefsten Wünsche, unsere Träume und weißt genau, wo wir hingehören, Jesus. Du weißt genau, du siehst genau in unser Herz, Jesus. Und ich spreche dir jetzt einfach zu, wenn du auf der Suche nach deiner Berufung bist oder nach deinem Talent. Jesus ist dein größter Fan und er kennt deine tiefsten Gedanken und Wünsche und du darfst ihm diese offenlegen und er möchte einfach, dass du treu bist im Kleinen und Jesus, hilf uns, dass wir treu sein können in unserem täglichen Leben, in dem, was du uns einfach vor die Füße legst. Wir wollen einfach laufen in dem, was du uns vor die Füße legst. Amen. Amen. Danke dir vielmals, Luca, für dein Gebet. Wir gehen weiter zur Ressource von den Finanzen. Und da lese ich gerne aus Hebräer 13, Vers 5, was heißt, seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, und hier kommt seine Zusage, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Und ich weiß nicht, wie deine finanzielle Situation momentan aussieht. Vielleicht bist du super glücklich, super happy. Vielleicht bist du auch gerade in deinen Finanzen herausgefordert. Ja, lass uns einfach auch auf Gott vertrauen, dass er alles in seiner Hand hält, auch unsere Finanzen. Und er hat alle Möglichkeiten. Ihm gehört ja alles. Ihm gehört die ganze Welt. Er hat alles erschaffen. Also können wir auch einfach so zu ihm kommen und sagen, ja, auch mit unserer Not zu ihm kommen und sagen, ich brauche jetzt ein Wunder. Und vielleicht möchtest du einfach das schreiben in den Chat hinein. Ich brauche ein Wunder. Und dass wir einfach beten können für dich ganz konkret. Für ein Wunder in deinen Finanzen. Und einfach auch, ich glaube auch, dass Gott uns gesegnet hat, um ein Segen zu sein für andere, mit all unseren Ressourcen, nicht nur in den Finanzen. Und dass Gott uns wie auch zeigen kann, wie wir ein Segen sein können für andere mit unseren Ressourcen und so auch weiter einfach Reich Gottes zusammen bauen können, dass wir zusammen so zusammenlegen können, dass mehr und mehr Menschen auch einfach ja von Jesus hören, dass es mehr und mehr Menschen einfach diese gute Botschaft hören und dass sie Rettung in Jesus finden. Aber lass uns beten für unsere Finanzen. Schreibt weiter, betet weiter auch füreinander im Chat für unsere Finanzen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du jede einzelne Person siehst, die jetzt einfach gerade hier ist, vor einem Computer, vor einem Tablet oder einem Smartphone ist, das Smartphone in den Händen hält und jetzt einfach das anhört. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du jede Person kennst, ganz persönlich, und du weißt, was jede Person persönlich einfach braucht. Du siehst jede Not, Jesus, und ich danke dir vielmals, dass du die Antwort hast auf jede Not, auch finanzielle Not. Danke, dass du Wunder bereithältst für uns, für alle, die treu sind, Jesus. Ich danke dir vielmals, dass du die Schleusen auch vom finanziellen Segen einfach auch öffnest vom Himmel und einfach im Überfluss Menschen segnest. Ich danke dir vielmals, dass du Wege kennst, die einfach niemand anders kennt, dass du Wunder tun kannst. Tu das, was nur du tun kannst, Jesus. Danke dir vielmals, dass du uns einfach auch zeigst, wo wir vielleicht auch mit unseren Finanzen großzügig sein können, wo wir dein Reich bauen können, wie wir einfach investieren können, dass die gute Nachricht, du Jesus, dein Name in der ganzen Welt größer und größer werden kann. Ich danke dir vielmals, machst du Wunder. Jesus, in uns drin, in unserem Umfeld drin, in unseren Familien drin. Du weißt genau, was wir brauchen. Danke, dass du uns mit dem segnest, was wir brauchen, noch mit viel, viel mehr.
Jesus, ich bitte dich einfach um eine Multiplikation in unseren Finanzen. Nicht, dass einfach Schritt für Schritt ein bisschen wie dazukommt, sondern eine Multiplikation, Jesus. Nicht um uns groß zu machen, nicht um uns zu verherrlichen, nicht um einfach unsere Wünsche zu stillen. Ja, das gehört auch dazu. Aber Jesus, dass wir einfach auch wie noch großzügiger werden können mit dem, was du uns anvertraust. Danke, Jesus, bist du mehr als genug für uns. Amen. Amen. Lass uns jetzt zusammen in den nächsten Song gehen. Luca, ich bitte dich, dass du uns leitest im Worship mit dem Song Unser Vater. Vater im Himmel, dein Name für immer, dein Königreich komme, dein Wille geschieht. Du bist der Versorger und weißt, was wir brauchen. Wir wollen vergeben, so wie du vergibst. Wir wollen mehr von dir sehen. Es ist gut mit uns, du bist unser Versorger. Wir vertrauen dir. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir. Mehr von dir. Du uns einfach mehr von dir zeigst, mehr von deiner Herrlichkeit. Amen. Hey, eine weitere Ressource, die wir haben, ist unser Eigentum.
Sprüche 3, 9-10, da heißt es, ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenke ihm das Beste deiner Erde, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Hey, und ich sage immer wieder zu unseren 3 Jungs, hey, all das, was ihr habt, all das, was wir haben, das hat uns Gott geschenkt. Und lass uns großzügig sein mit dem. Wir haben ein Auto, aber ich weiß, nicht jeder hat ein Auto. Und wenn du vielleicht siehst, jemand in deinem Umfeld braucht es, dann sei großzügig mit dem und leih dein Auto aus. Auch wenn es manchmal denkst, das tut mir vielleicht weh. Oder einfach auch mit den Spielsachen von den Kindern. Hey, wenn du siehst, das Kind hat nicht so viele Spielsachen, probier doch das auch und leih das aus. Oder wenn du sagst, hey, ich brauche das gar nicht mehr oder ich möchte dem Kind eine Freude machen oder egal mit was für Dingen, dass du großzügig sein kannst mit dem, was Gott dir anvertraut hat, mit deinem Eigentum. Hey, und ich möchte einfach auch beten, weil ich weiß als Kind und ich bin heute immer noch dran, dass ich einfach großzügig bin mit meinem Eigentum, weil es gehört gar nicht unbedingt, es gehört gar nicht mir, es gehört alles Gott und das möchte ich ihm einfach hinlegen. Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du uns so reich beschenkst mit all den Sachen, die wir besitzen. Wir haben so genug und noch viel mehr. Ich danke dir, Jesus, dass wir einen Segen sein dürfen für andere, die vielleicht nicht so viel besitzen wie wir oder nicht dasselbe besitzen, dass wir einfach Freude schenken dürfen und andere eine Freude machen dürfen mit unserem Eigentum und dass du uns, Heiliger Geist, auch immer wieder anstupst, wenn wir großzügig mit unserem Eigentum sein dürfen. In deinem Namen bete ich. Amen. 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 Hey, und lass uns noch in die letzte Ressource, für die wir beten möchten, hineingehen. Und zwar ist das unsere Zeit. Und ich liebe so das Statement von C.S. Lewis, wo er sagt, wenn Sie die Geschichte, also die Weltgeschichte, einfach wenn wir so mal wie zurückblicken über die Zeit, wie schauen, wenn Sie die Geschichte lesen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am meisten an die nächste Generation gedacht haben. Und für mich inspiriert das einfach so auch im Fokus und im Blick auf meine Zeit. Wir haben alle genau gleich viel Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und wir sind vielleicht manchmal so ein bisschen wie verleitet, dass wir sagen, ich habe keine Zeit, aber eigentlich kommt es einfach drauf an, wie setzen wir die Zeit ein und wie setzen wir Prioritäten und ich glaube einfach auch, ich brauche da immer wieder Weisheit, hey, wie soll ich meine Zeit so einsetzen mit dieser Ewigkeitsperspektive einfach in meinen Gedanken drin, dass es nicht Hauptsache mir am meisten bringt, nein, nämlich dem, was Gott vorbereitet hat und was erst noch kommen wird. Eine Investition in das hinein, was er noch machen möchte. Und da möchte ich auch einfach beten, jetzt gerade für Weisheit, dass wir unsere Zeit weise einsetzen dürfen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit geschaffen hast. Ich danke dir vielmals für diese wertvolle Ressource, die du uns gegeben hast. Und ich brauche immer wieder einfach Weisheit, um diese Ressource von der Zeit einfach weise einzusetzen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns alle da einfach segnest, dass du zu uns sprichst, dass du uns auch vielleicht Dinge aufzeigst, die einfach uns die Zeit rauben und wir uns vielleicht wie zudecken mit irgendwelchen Dingen, die aber eigentlich wie gar niemandem etwas bringen. Und so bitte ich dich einfach, dass du uns zeigst, wie sollen wir die Zeit investieren, wo sollen wir wie die Hände wirklich einfach wie dran setzen, dass mit dieser Ewigkeitsperspektive einfach in unseren Gedanken drin, dass Menschen, die nach uns kommen, die nach uns sind oder einfach auch die nächsten Tage und Wochen, dass da einfach auch, ja, wie so ein Fortschritt und etwas weiter einfach gehen darf. Und ja, ich bitte dich auch um Wunder
in unserer Zeit, wo wir Wunder brauchen, wo einfach die Zeit zu wenig ist für all das, was du vielleicht uns auch aufs Herz gelegt hast. Ich bitte dich, dass du da einfach auch, einfach einen Weg für uns bereithältst. Jesus, ich danke dir vielmals für Wunder in unserer Zeit. Wir geben dir alle Ehre dafür, Jesus. Amen. Amen. Und lasst uns jetzt nochmals in den Song hineinsteigen, Waymaker. Und ja, du kannst einfach auch ganz aktiv in diesen Song hinein einsteigen, Waymaker. Lass uns zusammen Gott anbeten. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. Oh, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Ja, hey, zum Abschluss möchte ich dir einfach noch 3 Dinge mitgeben. Zum einen, du kannst einen riesigen Unterschied machen, gerade jetzt in diesem Moment, nämlich, dass wir zusammen einfach diese Botschaft und Jesus einfach rausposaunen in die ganze Welt hinaus. Und wie du das über YouTube machen kannst, ist zum Beispiel ganz einfach den Daumen nach oben klicken, auf dem Video, auf dem Stream drauf. Ich mache das generell bei jedem Video, das ich mir ansehe von ICF, mache ich einfach
den Daumen nach oben, weil das macht einen Unterschied und das fördert so wie den Algorithmus, dass da mehr und mehr Menschen das sehen oder auch einfach mit den Kommentaren. All die Kommentare, die ihr gemacht habt, die Gebete, die machen Unterschied. Und falls du noch keinen Kommentar gemacht hast, kannst du immer noch irgendwie kurz was hineinschreiben, Danke oder Amen oder schön seid ihr hier oder was auch immer. Dann möchte ich dich einladen, dass du wieder dabei bist an einem der nächsten Sonntage. Wir gehen in die Serie hinein. Bibel lesen wie niemals zuvor. Über die nächsten Sonntage sei einfach dabei, schalte dich ein. Vielleicht möchtest du auch noch einfach das Buch zur Serie, dann unbedingt bestelle dir noch dieses Buch. Und als drittes zum Abschluss, morgen kannst du einfach nochmals Teil sein vom Online-Gebetsabend, wo wir einfach für unsere Arbeit, natürlich für unsere Arbeit beten. Der Joel Vögeli und die Lea Thalmann, die werden hier sein und mit dir einfach so durch den Abend gehen. Ja, und ich bete jetzt noch zum Abschluss nach diesem gemeinsamen Abend. Und Jesus, ich möchte dir einfach danken für diese Gebetszeit. Danke, dass du uns so viele Ressourcen gegeben hast, anvertraut hast und danke, dass wir etwas machen dürfen mit diesen Ressourcen. Und ich danke dir, dass du uns einfach Wunder schenkst in der nächsten Zeit, Wunder, wo wir gebetet haben, Durchbrüche, Siege, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du unsere Herzen berührst, dass du unsere Geschichte nicht fertig geschrieben hast, sondern dass die weitergeht und dass wir einfach deine Liebe und einfach die Großzügigkeit, die Talente, unsere Finanzen, unser Eigentum einfach hinaustragen dürfen in unser Umfeld, dass wir ein Segen sein dürfen für alle anderen um uns herum. Und ich danke dir, dass du uns begleitest, danke, dass du mit uns kommst und uns segnest. Amen. 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 Hey, schön warst du heute Abend mit uns hier und wir verabschieden uns hiermit von euch. Danke für die super Zeit. Lasst uns wissen über alle Geschichten, Dinge, die ihr heute Abend oder vielleicht auch in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen jetzt vielleicht aus diesem Abend hinaus erlebt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.